sabak. Guten Tag, meine lieben Schüler. Ich heiße Julia Olegovna. Ich gratuliere euch zum Anfang des Schuljahres. Ihr lernt schon das zweite Jahr Deutsch. In diesem Schuljahr wünsche ich euch viel Geduld, viel Spaß, großes Interesse und den Fleiß für Deutsch zu haben. In diesem Schuljahr kriegt ihr neue Kenntnisse und festigt das schon gelernte Lernmaterial. Viel Glück und los geht's! Und unsere Stunde fangen wir mit der Wiederholung der Grammatik an. Personalpronomen und auch die Verben haben und sein. Nennt bitte mit alle Personalpronomen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, das ist Höflichkeitsform und auch sie. Lest bitte das Verb haben mit den Personalpronomen. Ich habe. Ich habe. Du hast. Du hast. Er hat. Er hat. Sie hat. Sie hat. Es hat. Es hat. Wir haben. Wir haben. Ihr habt. Ihr habt. Sie haben. Sie haben. Sie, Höflichkeitsform, auch haben. Sie haben. Wir machen ebenso mit dem Verb sein. Lest bitte das Verb sein mit den Personalpronomen. Ich bin. Ich bin. Du bist. Du bist. Er ist. Er ist. Sie ist. Sie ist. Es ist. Es ist. Wir sind. Wir sind. Ihr seid. Ihr seid. Sie sind. Sie sind. Sie, Höflichkeitsform, auch sind. Sie sind. Liebe Kinder, antwortet bitte auf die Frage: Was ist das? Ja, richtig. Das ist die Schule. Das ist meine Schule.
Das ist meine Schule. Merkt euch, in der deutschen Sprache steht das Verb immer an der zweiten Stelle. In diesem Fall steht das Verb sein in der Form ist an der zweiten Stelle. Antwortet bitte noch auf eine Frage. Wie ist deine Schule? Wie ist deine Schule? Überlegt mal. Das ist eine Variante von der Antwort. Zum Beispiel: Meine Schule ist groß. Meine Schule ist groß. Und noch einmal: Meine Schule ist groß. Meine Schule ist gut und hell. Meine Schule ist gut und hell. Meine Schule ist gut und hell. Liebe Kinder, bemüht bitte euch noch auf eine Frage Antwort zu geben. Was hat deine Schule? Was hat deine Schule? Passt auf! Das Verb steht auch an der zweiten Stelle. Jetzt bekommen wir Antwort. Meine Schule hat eine Bibliothek. Meine Schule hat eine Bibliothek. Meine Schule hat eine Bibliothek. Meine Schule hat eine Sporthalle. Meine Schule hat eine Sporthalle. Meine Schule hat eine Sporthalle. Meine Schule hat einen Speiseraum. Meine Schule hat einen Speiseraum. Meine Schule hat einen Speiseraum. Meine Schule hat einen Computerraum. Meine Schule hat einen Computerraum. Meine Schule hat einen Computerraum. Meine Schule hat einen Schulhof. Meine Schule hat einen Schulhof. Meine Schule hat einen Schulhof. Meine Schule hat viele Klassenzimmer. Meine Schule hat viele Klassenzimmer. Meine Schule hat viele Klassenzimmer. Liebe Kinder, jetzt ist die beste Zeit für unsere kleine Turnpause. Macht bitte mit. Ich kann springen. Hopp, hopp, hopp. Ich kann gehen. Top, top, top. Ich kann tanzen. Tru, la, la. Ich kann stehen. Ti, ta, ta. Ich glaube, ihr habt ein bisschen entspannt. Deshalb arbeiten wir weiter. Und jetzt will ich wissen, was machen die Kinder in der Schule? Was machen die Kinder in der Schule? Hört bitte
aufmerksam zu. Sprecht mir nach. In der Schule lernt man viel. Lesen. Die Kinder lesen in der Schule. Die Kinder lesen in der Schule. Schreiben. Die Kinder schreiben in der Schule. Die Kinder schreiben in der Schule. Rechnen. Die Kinder rechnen in der Schule. Die Kinder rechnen in der Schule. Sprechen. Die Kinder sprechen in der Schule. Die Kinder sprechen in der Schule. Fragen. Die Kinder fragen in der Schule. Die Kinder fragen in der Schule. Antworten. Die Kinder antworten in der Schule. Die Kinder antworten in der Schule. Sport machen. Die Kinder machen in der Schule Sport. Die Kinder machen in der Schule Sport. Basteln. Die Kinder basteln in der Schule. Die Kinder basteln in der Schule. Singen. Die Kinder singen in der Schule. Die Kinder singen in der Schule. Sprecht bitte ein Gedicht mit mir. In der Schule lernt man viel. Lesen, Rechnen, Sport und Spiel. Basteln, Singen, Schreiben. Niemand will ein Dummkopf bleiben. Denn niemand will ein Dummkopf bleiben. Wir sollen viel lernen. Deshalb habe ich noch eine Frage. Welche Schulfächer haben wir in der Schule? Jetzt antworten wir auf diese Frage. In der Schule haben wir Deutsch und Mathe. In der Schule haben wir Deutsch und Mathe. In der Schule haben wir das Lesen und die Musik. In der Schule haben wir das Lesen und die Musik. In der Schule haben wir Sport und Malen. In der Schule haben wir Sport und Malen. In der Schule haben wir Kirgisisch und Russisch. In der Schule haben wir Kirgisisch und Russisch. Liebe Schüler, es gibt die Schulfächer, die wir mögen oder nicht mögen. Mögen ist ein Verb. Mögen, anders sagen, lieben oder das ist interessant für mich. Das ist interessant für mich.
Lest bitte das Verb mögen mit den Personalpronomen. Ich mag. Ich mag. Du magst. Du magst. Er mag. Er mag. Sie mag. Sie mag. Es mag. Es mag. Wir mögen. Wir mögen. Ihr mögt. Ihr mögt. Sie mögen. Sie mögen. Sie, Höflichkeitsform, mögen. Sie mögen. Jetzt üben wir. Jetzt üben wir. Ich mag Deutsch. Ich mag Deutsch. Deutsch ist interessant. Deutsch ist interessant. Du magst Mathe nicht. Du magst Mathe nicht. Mathe ist schwierig. Mathe ist schwierig. Er mag Musik. Er mag Musik. Musik ist lustig. Musik ist lustig. Sie mag lesen. Sie mag lesen. Lesen ist interessant. Lesen ist interessant. Es mag malen. Es mag malen. Malen ist wunderbar. Malen ist wunderbar. Wir mögen Sport. Wir mögen Sport. Sport macht stark. Sport macht stark. Ihr mögt Kirgisisch. Ihr mögt Kirgisisch. Kirgisisch ist nicht langweilig. Kirgisisch ist nicht langweilig. Sie mögen Russisch. Sie mögen Russisch. Russisch ist spannend. Russisch ist spannend. Ich mag meine Schule. Ich mag meine Schule. Sie ist super. Sie ist super. Meine Schule ist super. Meine Schule ist super. Liebe meine Schüler, heute haben wir viel wiederholt und viel Neues gelernt. Ich hoffe, dass die Stunde für euch interessant und spannend war. Ich glaube, dass ihr große Lust habt, weiter durchzulernen. Liebe meine Schüler, vielen Dank
für aktive Arbeit in der Stunde. Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen.